Herzlich willkommen, liebe Leute, für eine neue Emission Blick auf Europa. Das Woche von Straßburg. Ich will nicht auf die bewegte Aktualität eingehen, die wir das Woche anders gelöst haben. Ich will ein Sujet, den die letzte Zeit immer dominiert hat, das ist die Klimakonferenz von Paris. 15 Grad im November, Überschwemmungen, kein Schnee mehr auf den Pisten. In China laufen sie nicht mehr mit Masken rundherum, mehr das Ausgangssperr an den Großstädten. Alles das sind Hindeutungen, das sind große Probleme, die auf uns zukommen. Und die hindeuten auf einen rasanten Klimawandel, den stattfindet. Dafür, wie gesagt, die Klimakonferenz. Und für mit ihr darüber zu diskutieren, das Sujet bis mir zu bringen, habe ich bei mir am Studio einen ganz Fachmann, den Karl-Heinz Florenz, den schon ganz lange Europaabgeordneter ist und auch für uns, für Parlament zu Paris war. Und ich bin froh, dass ihr in Heimat bist. Herzlichen Dank für deine Teilnahme, Karl-Heinz, an dieser Sendung, um den luxemburgischen Zuschauern ein bisschen, ja, sage ich mal, so ein bisschen die Problematik, aber auch so ein bisschen das Insiderwissen, das man als langjährigen Abgeordneten im ENVI, im Umweltausschuss, sich angesammelt hat. Eine Thematik, die dich besonders interessiert, um den luxemburgischen Zuschauern, wie gesagt, das ein bisschen näher zu bringen. Ich möchte vielleicht mit einer allgemeinen Frage anfangen. Die zum Teil sehr hohen Erwartungen, wurden die jetzt in Paris erfüllt? In letzter Zeit wurde das ja dargestellt als ein historisches Ereignis. Sind diese hohen Erwartungen erfüllt worden? Ja, ich glaube, das kann man sagen. Ich bin seit 1992 Mitglied, damals in dieser Delegation Klimaschutz. Damals in Rio haben wir damit angefangen. Und damals war es so, dass wir keine 10 Sätze gemeinsam aufschreiben konnten, die uns verbunden haben. Heute sieht das ganz anders aus. Nach großen Niederlagen, zum Beispiel in Kopenhagen, haben wir jetzt wirklich ein Stück Papier, wo 192 Länder zugestimmt haben. Das ist mal nicht so einfach. Und da muss man auch schon mal vage Begriffe reinschreiben, weil die reine Lehre kriegt man nicht immer hin. Aber wir haben jetzt schon ein paar Pfeiler aufgestellt, an denen sich die Welt orientieren kann und an dem sich auch Europa orientieren muss. Unser Ziel ist, dass die Erderwärmung, die ja im Gange ist, eben nicht mehr wie 2 Grad wird. Und dass wir das jetzt rechtsverbindlich beschlossen haben, ist ein Erfolg. Wir haben sogar schon mehr beschlossen. Wir haben gesagt, es sollte eigentlich nur 1,5 Grad sein. Also wir sind da auf einem guten Weg. Und das alleine hat uns schon den Mut gegeben, auch mehr zu fordern. Und das ist am Ende ja auch so gekommen. Das Historische ist sozusagen diese 192 Mitgliedstaaten, das Einmalige eigentlich. Bisher war ja eigentlich nur die Industriestaaten und noch nicht alle, die in Kyoto so sich zusammengerauft haben und gesagt haben, wir müssen was machen. Ist das eigentlich ein bisschen das Historische? Historisch ist genau richtig. Wir haben eine Aufteilung gehabt zwischen Entwicklungsländern und industriellen Ländern. Und verrückterweise ist es aber so, dass dann China ein Entwicklungsland ist. Und bis vor 14 Tagen brauchte China gar nichts machen, obwohl sie die größten Verschmutzer in dieser Welt sind. Und das hat sich jetzt geändert. Nicht die Einsicht auf den Papieren hat die Chinesen dazu gewogen, sondern die Entwicklung in China selbst. Just an dem Tag, als wir in Paris waren, wurde die höchste Schmutzalarmstufe in Peking eingeführt. Also auch die Entwicklung im Klimaweltbereich haben einige Länder dazu geführt, und endlich mitzumachen. Sie sind nicht die Himmelstürmer, aber die Verhältnisse in ihren eigenen Ländern werden sie schon dazu bringen, anständige Regeln aufzustellen. Du hast diese Verbindlichkeit angesprochen. Das war ja im Vorfeld ein umstrittenes Thema, sage ich mal. Die einen meinten verbindlich, die anderen sagten, ja, so verbindlich ist das trotzdem nicht. Ist deines Erachtens nach hier diese Verbindlichkeit verankert worden eigentlich? Also ein klassisches Weltgericht haben wir nicht, sodass wir also zu einem Weltgericht gehen können und sagen, das und das Land hat sich daneben benommen. Aber die Länder haben vor Paris eigene Reduktionsziele angeben müssen. Und das haben immerhin 185 Länder gemacht, an denen sie jetzt gemessen werden. Und das müssen sie ausbauen, das müssen sie alle 5 Jahre zu einer Prüfung vorlegen.
Und wenn dann die ein oder anderen Länder nicht ihre Ziele erreicht haben, dann muss man eben sehen, warum war das. War das in dem Jahr möglicherweise eine Naturkatastrophe, dass sie nicht konnten, dann muss man darauf Rücksicht nehmen. Aber diejenigen Länder, die sich prächtig entwickeln, die müssen auch im Umweltbereich und im Klimabereich sich anstrengen. Wir haben noch nie so ein Instrument gehabt. Und im Übrigen ist es so, dass der öffentliche Druck auch weltweit steigt. Und wir haben noch einen großen Verbündeten, das ist die Industrie selbst. Unsere selbsternannten Industriepolitiker hier im Europäischen Parlament meinen ja immer, alles, was zur Umwelt positiv ist, ist negativ für die Industrie. Das ist vollkommen falsch. So, ja. Genau umgekehrt ist es richtig. Ja. Eine gesunde Umwelt hat gesunde Mitarbeiter und gesunde Mitarbeiter bringen guten Unternehmen nach vorne. So ist es richtig und deswegen bin ich sehr glücklich, dass auch die Luxemburger Regierung da sehr ordentlich mitgearbeitet hat und wir am Ende zu einem guten Ergebnis gekommen sind. Ich denke, die ganze Verhandlungsführung auch von luxemburgischer Seite, aber auch von französischer Seite war vorbildlich und hat auch zu diesem Ergebnis maßgeblich beigetragen. Aber vielleicht für mich noch wichtig ist eigentlich auch die Finanzierung jetzt. Da wurden ja sehr große Summen, sage ich mal, in Aussicht gestellt für die Entwicklungsländer. Wie verbindlich ist das? Und diesen Willen wird er auch Bestand haben? Werden wir auch zu dieser Finanzierung bereit sein in Zukunft? Also das ist weltweit ein Problem. Wenn wir mal sehen, wie der luxemburgische Kommissionspräsident oft klagt, dass selbst in Europa die Länder, wahrscheinlich einschließlich meinem eigenen Land, ihre finanziellen Verpflichtungen nicht nachkommen in einigen Bereichen, dann ist das weltweit natürlich auch immer ein Problem. Wir haben aber schon vor vielen Jahren die Marke von 100 Milliarden zugegebenerweise im Jahr zugesagt. Das wäre zum Beispiel jetzt für die Bundesrepublik 5 Milliarden Euro. Natürlich ist das viel Geld und ich habe mich auch ausdrücklich gegen eine Erhöhung ausgesprochen, weil das unrealistisch ist. Wir haben im Moment ein Flüchtlingsproblem in Europa. Und wenn ich jetzt meinen Bürgern sage, jetzt müsst ihr noch mehr für den Klimaschutz ausgeben, dann jagen die mich vom Acker. Also ich war dafür, dass die Geldbeträge bleiben. Wir haben in Aussicht gestellt, dass man nach 2020, wenn diese Beträge fällig sind, nochmal neu diskutiert. Wenn die Situation dann anders ist, dann können wir ja nachlegen. Aber im Moment halte ich es für richtig, dass wir bei den langjährig zugesagten Beträgen bleiben. Das sind ja sauer verdiente Groschen der Bürger, die sie durch ihre Steuern bezahlt haben. Da muss man sehr vorsichtig mit sein. Also ich habe mich nicht für eine Erhöhung ausgesprochen. Unsere grünen Freunde und auch manche Sozialdemokraten, ich weiß nicht, wo die das Geld alle hernehmen, aber ich habe gesagt, lasst es sein und es ist glücklicherweise auch so geblieben. Dieses Abkommen ist ja jetzt die Dekarbonisierung, das heißt das Wegkommen von fossilen Energieträgern. Wie denke ich, gehe ich richtig mit der Annahme, dass das jetzt zu einem Aufschwung der erneuerbaren Energien führen wird? War das irgendwie auch so ein bisschen, auf Luxemburgisch sagt man sous-entendu, so unterschwellig, nicht nur CO2-Reduktion, nicht nur Emissionsreduzierung, sondern auch der Wille hin zu erneuerbaren Energien? Also über Klimapolitik kann man ja immer streiten. Aber eins steht fest, seit die Menschen angefangen haben, Öl, Kohle und Holz zu verbrennen, seitdem steigen unsere menschlich gemachten Anteile stark an. Es ist also naheliegend, dass man das versucht zu reduzieren und das wird jetzt kommen. Das ist auch in einigen Ländern schon der Fall, auch in Luxemburg, aber auch in Deutschland. Wir werden eine deutliche Reduzierung von Ressourcen, CO2-trächtigen Ressourcen bekommen. Das Wort Dekarbonisierung wird dann immer gleichgesetzt mit Deindustrialisierung. Ich drehe das ganz genau um. Wir werden eine moderne Energiepolitik bekommen mit vielfältigen Alternativen, bei weitem nicht nur Wind und Solar, sondern ganz moderne, innovative Energie, die sich möglicherweise in Laboratorien entwickeln, Wasserstoffspalten. Da gibt es Dutzende von neuen Wegen. Wir müssen jetzt mal 5 bis 10 Jahre weitersehen. Dann wird es eine neue Chance für die europäische Industrie geben, die anschließt an die alte Industrieentwicklung in Europa, aber eben ohne das Verbrennen von fossiler Energie.
Tausende von neuen Ideen liegen jetzt schon auf dem Tisch. Wir sind schon längst in dieser industriellen Revolution. Nur viele ewig Gestrigen wollen es nicht wahrhaben. Über diese Ausführungen bin ich eigentlich besonders erfreut. Ich denke, dass da viel Potenzial anliegt. Einige Befürchtungen habe ich allerdings und deshalb auch meine Frage, geht das hin zu erneuerbaren Energien? Meine Befürchtung ist eigentlich, und das sieht man ja auch in Ländern wie Großbritannien, China, Russland, dass die jetzt zunehmend auf Nuklearenergie setzen. Und diese Befürchtung habe ich ein bisschen. Das heißt, ja, von CO2-Emissionsrückgang, ja, alles zufrieden, aber nicht genug erneuerbar, sondern wiederum Nuklearenergie, wo man die Langzeitschäden eigentlich noch nicht abschätzen kann. Also, mir hat man jahrzehntelang gesagt, die Atomenergie ist die billigste. Das war eine jahrzehntelange Lüge. Wir wissen, dass die Windenergie heute viel billiger ist wie Atomenergie und die Solarenergie auch. Abgesehen davon spielen wir da mit der Gesundheit der Bürger. Absolut. Ich bin heute nach 40 Jahren sehr stolz, dass ich als junger Mann gegen einen schnellen Brüter in Kalkar demonstriert habe, weil wir damals schon in der NASA hatten, das ist ein gefährliches Ding. Und dass das gefährlich ist, sieht man an Japan. Die Kalkar-Lizenzen sind nach Japan verkauft worden und da ist das Ding in die Luft geflogen. Also wir haben billigere Energiequellen wie Atomenergie. Wenn man dann fair ist und einmal die Entsorgungskosten mit berücksichtigt, wenn ich ein Windrad baue, dann muss ich für dieses Windrad eine Versicherung haben, wenn da mal ein Eiszapfen auf einen Hund fällt, der da drunter herläuft. Die Nuklearindustrie hat keine einzige Versicherung. Also wir sind da auf einem Auge total blind. Lassen Sie uns doch das Auge öffnen und dann wird es einen fairen Wettbewerb geben und die Nuklearindustrie wird nicht gewinnen. Vielleicht noch eine letzte Frage, weil wie immer die Zeit läuft uns davon. Die letzte Frage ist eigentlich so ein bisschen, wir reden immer über die Solidarität innerhalb von Europa. In der Wirtschaftskrise, ja, im Sicherheitsempfinden, in dieser terroristischen Krise. Hier ist Europa mit einer einzigen Stimme aufgetreten und das ist für mich auch ein vielversprechendes Zeichen. Ja, es ist ja oft so, dass man, wenn man Schicksalsschläge hat und einen Monat vor Paris hatten wir ja in Europa einen Schicksalsschlag. Und das weiß man ja auch aus dem persönlichen Leben, wenn einem Schicksalsschläge erreichen, dann wird man am Ende dann doch stärker. Und die Europa war in Paris stark bei der Klimakonferenz. Europa hat aber auch seine Stärke in verbindlicher Art der Welt dargestellt. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass wir nicht wie die Lehrmeister durch diese Welt laufen, sondern oft wirklich mal vorangehen und den Menschen sagen, guck mal, wie wir das machen, es funktioniert ganz gut. Das ist unsere Stärke. Und wenn wir jetzt einen neuen Aufbruch bekommen, dann müssen die mit aufbrechen wollen, müssen sich jetzt auch melden. Und wir dürfen jetzt nicht den ewig gestrigen das Plateau anbieten. Nein, wir müssen ihnen sagen, was wir wollen, was wir anzubieten haben. Und deswegen ist es auch gut, dass wir heute darüber reden. Auch Luxemburg ist ein bedeutendes und sehr willkommenes Land in der Union und wir brauchen sie alle. Das freut mich natürlich persönlich, aber das freut auch unsere luxemburgischen Zuschauer. Vielen Dank, dass du Rede und Antwort ganz ausführlich gemacht hast und auch mitgemacht hast. Deine Teilnahme hier am Plateau hat mich besonders gefreut. Ihr schläft Leute daheim, wie gesagt, ein paar andere aus echter Hand von einem erfahrenen Mann, den Jahrzehnten auf dem Dossier schafft, an den noch zu Paris persönlich dabei war. Mir bleibt nach Schüstheim von Straßburg. Wir sind an der Christzeit. Ich alle Guten daheim. Ein paar besonders dich, eine grausame Zeit eigentlich. Ein bisschen Drogen rauslassen, ein bisschen Besinnlichkeit, festig, am Kader von der Familie, mit Freunden zusammen. Los ist es, wie gesagt, gut gehen. Und wir sehen uns dann die nächste Woche. Vielmals merci.